Hallo zusammen! Hallo zusammen! So, willkommen im wunderschönen Glarnerland. Wir sind hier in Lintal und fahren jetzt gerade auf Brunwald rauf. Und weil das Auto frei ist, haben wir das Auto hier abgestellt. Wir verbringen hier heute Nacht, und zwar an einer ganz speziellen Unterkunft. Was das genau für eine ist, sehen wir jetzt gerade. Aber vorher wollen wir euch noch schnell vorstellen, mit wem dass wir diese Tage unterwegs sind. Oh, wenn die wüssten. Was haben wir denn da schön? Hallo! Pam. Machst du den Pam-Cam? Auf jeden Fall, natürlich. Geil! Ja, das mache ich wieder. Oh, mega schön, hä? Gefällt es dir in der Schweiz? Ja, mega, wirklich. Pam ist verliebt. Richtig Restaurant Hütter. Zwergenschloss, dann das, dann das, dann das. Kann doch nicht sein. Also, viele Wege sind wir noch. Ja, jetzt können wir auch auswählen. Und das ist der andere, der wahrscheinlich ein schneller geht, aber dafür... Die Frage ist einfach, wieso gehen wir eigentlich rein? Also gehen wir einfach Richtung Grazenbühl. Komm, Also links oder rechts? da. Okay. Aha, Da ist ja auch. aber das ist näher, glaube ich. Wo sehe ich, ob ich... ja, super. Also wir waren natürlich wieder richtig. Und die Mädels da hinten wären ganz woanders hingelaufen. Aber wir Männer. Wir wussten natürlich wohin. Deswegen dauert es jetzt nur noch gefühlt 2 Stunden, bis wir da sind. Easy. Aber ich meine, bei dem Ausblick ist auch kein Problem. Ich muss auch dazu sagen, wir hätten natürlich ein Gondeli nehmen. Wir haben gefunden, wenn wir schon an so einen schönen Ort kommen können, müssen wir es uns auch ein bisschen verdienen. Ja, darum nicht jammern, wir laufen. Pam sieht zum ersten Mal in seinem Leben eine Kuh. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ne? So ein Trip. Oh ja. Ja, ganz heul doch. Sorry. Pam, der Hooligan. Ja, komm. So. Ein bisschen mit dem Arm ins Gesicht. Mein Gott. Ja, schön. Was hast du gemacht? Das ist nicht. Bist du mit bei dem Tor? Schlägler gewesen. Kuh? Ganz ehrlich, also Schweiß und Blut haben wir jetzt schon. Jetzt brauchen wir nur noch Tränen. Ja, wenn dein Angel am Höcker. Oh, Achtung! Yes. Das ist der Schweizer Hooligan da. Pam, müssen wir aufpassen. Ich mach's mal leise. Oh, oh, Pam, die hat auf dich abgesehen. Du musst einfach nur ganz normal vorbeilaufen. Wo? Wo? Ah, haben wir es geschafft. Da hinten steht unsere Unterkunft für heute Nacht. Jetzt könnt ihr 3-mal raten, wo das wir übernachten. Also auch wie im Tipi-Camp, in der Bubble Suite oder in der Jurte. Oder im Baumzelt. Ah ja. Ja, voll geil. Voll schön. Also das da wäre die Bubble Suite. Voll gut. Aber viel spannender, da hinten, das ist unsere Jurte. Mega, hä? Da übernachten wir heute Nacht. Es hat Platz, glaube ich, für 6 Personen, oder? Ja. Aber so füllen wir sie gerade. Ja, hey, und wir haben schon lange mal in einer Jurte übernachten. Und das ist mega cool. Ja, und es fängt ja gerade davon regnen und dann glaube ich, am besten so schnell wie möglich mal schauen, wie es von innen aussieht. Wie geil ist das denn? Hey, mega schön.
Es ist ein bisschen kälter geworden, wir müssen die Kappe anlegen. Zum Glück ist es in unserer Jurte wirklich schön warm. Da kommen wir sicher nicht kalt über. Das Coole ist, es ist nicht die einzige tolle Schlafmöglichkeit, die es hier oben gibt. Es gibt auch noch hier die Glasbubble, die gerade neben uns steht. Und hier im Wald gibt es nämlich ein Zelt, das so zwischen Bäumen hin und her gespannt ist und man also eigentlich in der Luft schläft. Und das Coolste vom Ganzen, das finde ich das da hinten. Da jetzt nämlich ein kleines Tipi-Dorf, wo wir im Tipi übernachten können. Wie ihr seht, dort steigt schon irgendwann ein bisschen Rauch auf. Ja, und das ist unsere Nacht, die dort auf uns wartet. Wir sind nämlich hier eingeladen zum Pizza essen, direkt aus dem Lehmofen. Also das mit dem Rauch muss ich noch mal korrigieren. Und zwar ist das nicht unsere Pizza auf uns wartet, sondern hier innen gibt es ein Feuer, das dafür sorgt, dass das ganze Zelt schön imprägniert wird. Ja, das hat ja auch nicht zu lange drin, sonst schmeckt es wie eine Rauchwurst. Unsere Pizza gibt es natürlich gleich, aber dort hinten, und zwar wirklich in einem Lehmofen, nicht hier in einem Tipi. Wenn die Tipis nicht gerade imprägniert werden, kann man übrigens mit bis zu 10 Leuten drinnen schlafen. Und ja, das wäre eigentlich ehrlich gesagt schon etwas, was mich mal lustig würde. Ich glaube, wir müssen dann irgendwann nochmal kommen, weil jetzt sind wir nur eine Nacht in dieser Jurte. Aber es gibt so viele coole Sachen hier. Ich glaube, wir müssen nochmal kommen. So, das wäre der Ofen. Da geht nachher unsere Pizza rein, aber zuerst müssen wir sie jetzt mal belegen. Oder besser gesagt füllen. Es gibt nämlich Calzone. Ja, so, schön so. Nein, das sehen wir nicht. Yeah! Also, der war richtig geil. Ja, du. Ja, wir müssen unseren lieben Nachbarn leider schon wieder Tschüss sagen und auch unserer Jurte. Es wird für uns wieder Zeit, um zurück ins Tal zu gehen. Wir hatten gestern Abend einen richtig schönen Abend noch gehabt, im Tipidorf unten mit dem Sven und der Fabian zusammen hier vom Abenteuercamp. Wir haben uns nachher auch noch eingeladen ans Feuer im Tipi. Und das war wirklich mega schön. Einfach mal ein bisschen die Stille geniessen, ein bisschen das Feuer schauen. Marshmallows haben wir dann auch noch gemacht. Ja, leider haben wir nicht so wirklich Glück gehabt mit dem Wetter. Es hat immer ein bisschen geregnet, ein bisschen genieselt vor allem, auch heute Morgen recht fest. Und darum haben wir jetzt nicht noch irgendwie eine mega Wanderung gemacht. Aber zum Abschluss haben wir jetzt noch mal ein richtiges Highlight. Und zwar fahren wir nicht einfach irgendwie mit der Gondel den Berg ab, sondern mit etwas, das, glaube ich, ein bisschen mehr Spass macht. Bam! Ja, das Durchabkommen ist durch die Trottinette schon ein bisschen schneller gegangen als das Aufwandern. Wir haben es tatsächlich auch geschafft, unten anzukommen, ohne uns ein einziges Mal zu verfahren. Es war zwar nur ein kurzer Ausflug ins Glarus, aber dieses Wetter haben uns die Tage alles gegeben, was man von einem gelungenen Wochenende in den Bergen erwarten kann. Schöne Landschaften, ein wirklich einmaliges Übernachtungserlebnis und was das Wichtigste ist, gute Gespräche, aber auch viel zu lachen mit alten und mit neuen Freunden. Wenn wir jetzt an dich lustig gemacht haben, dann schnapp dir doch bei der nächsten Gelegenheit auch ein paar von deinen Freunden und mach mal wieder etwas anderes, als nur ins nächste Public Viewing zu gehen. Möglichkeiten gibt es genug und falls du Lust bekommen hast, beim Sven und der Fabian hat sicher noch ein Plätzchen frei im Abenteuercamp Brunwald. Vergiss nicht zu abonnieren und falls dir das Video gefallen hat, schreib es auf einen Kommentar, wir würden uns mega freuen, etwas von dir zu lesen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!